Grüß euch. Voll leibend, dass euch auch die neueste Folge von Zwei Wiener auf Reisen gibt. Und weil Asien jetzt so im Trend ist, haben meine Chefin und ich beschlossen. Also hat meine Chefin beschlossen, dass die neue Folge in China spielen soll. Alles dann, gefreut sich schon, wenn dann in Hongkong und Macau die Wiener ihr Unwesen treiben. Ah ja, genau. Und weil seit der letzten Folge schon so viel Zeit vergangen ist und der technische Fortschritt kaum zum Bremsen war, haben wir beschlossen, wir tun jetzt ganz auf modern und werden jetzt auch alle Möglichkeiten voll ausschöpfen, die das moderne Reisen uns so bietet. Alles dann, bis bald. Na, gehen wir's an. Hoppala. Da bin ich aber jetzt falsch, oder? Ja. Schnell wieder zurück. Bitte regt euch nicht auf, dass unsere China-Folge nur aus 2 Städten besteht. Ich entschuldige mich gleich bei allen, die sich mehr von dem flächenmäßig viertgrößten Land der Erde erwartet haben. Aber 2 Wiener in Hongkong und Macau ist schon ein bisschen ein halberdatschiger Titel. Und deswegen heißt ja die Folge 2 Wiener in China. Nur das reimt sich. Und auch wenn es jetzt nicht ganz stimmt, weil ja Hongkong und Macau 2 eigenständige Sonderverwaltungszonen sind. Trotzdem sind die 2 Städte voll vom chinesischen Flair und das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! So, in der heutigen Folge präsentieren wir euch wieder einen Special Guest Star. Diesmal ist es der Wonchai, unser thailändischer Haberer, der uns die beiden chinesischen Städte näher gebracht hat. Hongkong ist der pure Wahnsinn. Laut, extrem viele Menschen und trotzdem gibt es ein paar schöne Schmankerl zum Erleben. Zum Beispiel eine Fahrt mit der Starfähre. Die Stadt wollte die Fähre ja schon einstellen, weil man auch mit der Metro auf die andere Seite der Insel umkommt. Aber die Leute haben so lang geeiert und protestiert, dass die Pläne wieder aufgegeben worden sind und jetzt kann man die schöne Fahrt am Wasser wieder genießen. Zugegeben, die Aufnahmen sind jetzt nicht gerade die aktuellsten, aber Corona-Pandemie bedingt habe ich da müssen ein Loch stopfen. Und da wir Corona anscheinend den Chinesen zu verdanken haben, hat jetzt das Land als Lückenbüßer herhalten müssen.
Pflichtprogramm für jeden Hongkong-Touristen ist mit der Zahnradbahn auf den Victoria's Peak. Ein guter Tipp von mir: fahrt so zeitlich wie möglich, denn ab dem späten Vormittag stehen die Leute Schlangen und da wartest du ein paar Stunden zum Rauffahren. Da bist du dann schneller, wenn du zu Fuß gehst. Oder kannst du ja mit dem Taxi rauffahren. 所有的日子像你一样晴朗。 你的心还和大地一样宽广，套马的汉子你在我心上，我愿融化在你宽阔的胸膛，一望无际的原野随你去流浪，所有的日子像你一样晴朗。 疾风一样，一望无际的原野，随你去流浪。你的心还和大地一样宽广。套马的汉子，你在我心上。 Ja, so eine Fahrt mit der Straßenbahn kann ich nur wärmstens empfehlen. Pipi fein. Man sieht viel mehr von der Stadt, als wenn man mit der Untergrundbahn fährt.花齐放，春光无限好。新年那一来到呀，新年到呀，新年到。哎呀呦呀，大家都来逍遥的逍遥。Der Wong Tai Sin Tempel ist eine daoistische Kultstätte. Der Tempel ist einem Heiligen aus dem 4. Jahrhundert vor Christi geweiht. Und dort kann man sich sicher sein, dass Fragen zum Horoskop immer beantwortet werden. Und hat man eine Bitte, soll diese auch angeblich erfüllt werden. Schade, dass ich das damals noch nicht gewusst habe, sonst hätte man sich Corona erspart. Der sogenannte Tiantan-Buddha ist eine bronzene Buddha-Statue auf Lantau Island in Hongkong. Die auch Big Buddha genannte Plastik ist mit ihren 34 Meter Hechen die weltgrößte freistehende Buddha-Statue in sitzender Haltung. Sie ist auch eine von den 5 größten Buddha-Statuen in China und das größte buddhistische Monument in Hongkong. Es ist beim Kloster Polin auf einer Bergspitze oben und soll das harmonische Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Religion symbolisieren. Ja, und als touristisches Ausflugsziel zieht es ja jedes Jahr tausende Besucher an. Nur sollte man sich vorher schon die Öffnungszeiten anschauen, denn sonst kann man sich den Buddha nur von der Weiden geben, wenn man so wie wir spät kommt.
In jedem Reiseführer steht, dass man das unbedingt gesehen haben muss. Aber die Symphony of Lights war für uns eher eine Symphonie of Langeweile. Da haben wir uns schon mehr erwartet, aber macht euch selber ein Büdel. Nachdem ich meine Chefin ein bisschen aufklären habe müssen, dass wir auf einer Speedfähre sind und deswegen nicht an Deck gehen können, um Seeluft zu schnuppern, fahren wir jetzt mit der Speedfähre, von Hongkong nach Macau und schauen uns dort die Stadt an. Mount Fortress oder Fortaleza do Monte ist ein Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert. Es war die wichtigste Verteidigungsanlage der Stadt. Jetzt muss man sich nur mehr gegen Heerscharen von Touristen erwehren, die beim Fotografieren oder Filmen vor die Kamera rennen. Der Amar-Tempel ist einer Seegöttin gewidmet, die die Fischer bei ihren Ausfahrten beschützen und für einen reichen Fang sorgen soll. Na, ich hab dort ein paar hübsche Fotos eingefangen. Untertags ist immer irrsinnig viel los, aber wenn die Sonne untergegangen ist, kann man auch ohne großes Gedränge durch die Stadt flanieren und die schönen Platzerln genießen.
Das sind Dekorationen fürs chinesische Neujahrsfest. Es ist nicht zum Übersehen, dass es sich in dem Fall um das Jahr des Pferdes gehandelt hat. Und wer sich mit dem chinesischen Kalender auskennt, der wird sich sicher ausrechnen können, in welchem Jahr diese Aufnahmen entstanden sind. Viel Spaß beim Tüfteln! Und wisst ihr, wofür die ehemalige portugiesische Kolonie weltberühmt ist? Ne, fürs Glücksspiel. Die Stadt wird als Las Vegas des Ostens bezeichnet. Und wäre Macau ein unabhängiger Staat, dann war es das viertreichste Land der Welt. Und jetzt schauen wir uns so ein paar von den Casinos an. Viel Spaß! Im Galaxy Casino war die Lichtshow noch wesentlich beeindruckender wie das ganze Symphony of Lights in Hongkong. Und auch wenn man Kartspieler ist, zahlt sich der Besuch von so einem Casino voll aus, weil jede Stunde gibt es eine andere Showeinlage.
Sodala, das war's dann auch wieder. Ich danke euch recht nagisch fürs Zuschauen und ich freue mich schon, wenn's dann wieder heißt, zwei Wiener auf Reisen.